Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video als normalerweise. Und auch zu einem Video, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich es strukturieren soll. Ich hoffe, ich kann euch das Spiel gut vermitteln. Es ist eine Art Let's Show, Let's Test. Testet habe ich es zwar schon, aber ihr noch nicht, hoffe ich mal. Oder hoffe ich auch nicht, weil wir brauchen da noch ein paar Mitspieler. Aber das Spiel nennt sich Art Online. Frage mich nicht warum online, weil es gibt keine Offline-Version davon. Aber wenn ihr schon könnt sehen, es ist ein bisschen Minecraft-mäßig, also es ist voxelbasiert, so mit Blöcken, aber doch ein bisschen geiler, schon allein von der Grafik her. Also so eine geile Welt sieht man in Minecraft sehr, sehr selten. Und das Projekt ist im Moment im Crowdfunding, nicht auf Kickstarter, weil es ist ein bisschen ein spezielles Crowdfunding. Sie versuchen Features quasi als Blöcke zu implementieren. Das heißt, zum Beispiel Crafting ist ein Block, Combat ist ein Block, keine Ahnung, Farming, Gilden sind ein Block, Beacons sind ein Block, halt zum Beschützen von deinen Grundstück. Und alles wird separat quasi zahlt. Und die schon zahlt haben, also Founder sind, die können darüber abstimmen, was als nächstes gefoundet wird, sobald etwas gefoundet ist. Und es gibt auch ein paar Umfragen, letztes jetzt gerade eine gegeben, halt einmal zum Schauen, was die Spieler so wollen, und die Entwickler sind auch ziemlich involviert im Forum und allem. Und ja, im Moment Combat ist gefoundet, also Kampf, und Crafting ist gewählt worden, letztes Wochenende. Und das sind wir jetzt gerade am Founden vor ein paar Tagen. Also ganz am Anfang ist, glaube ich, $55.000 gewesen, was sie braucht. Im Moment sind es noch 45. Also wir haben schon 10.000 eingenommen. Finde ich hure krass. Also es geht hure schnell und ich verstehe es auch. Schon allein bei dieser Grafik. Also für ein voxelbasiertes Spiel wunderschön. Und sie haben, also es ist nicht so, dass es quasi wirklich nur, also es ist schon ein Prototyp. Also man muss dazu sagen, es ist noch in der Pre-Alpha. Ich habe mal Instant Access geholt, einfach weil das ein Spiel ist, wo mich wirklich packt hat. Das ist eines der ersten Spiele, wo mich wirklich packt hat, seit Jahren. Und bevor ich jetzt einfach da noch auf dem Turm rumlatsche und gar nichts mache, kann ich euch mal noch ein bisschen die Gegend zeigen. Zwar komme ich am besten, wo komme ich runter? Ich komme da mal runter. Hui! Also, wie ihr seht, zum Beispiel das Wasser hat geile Reflexionen. Es gibt auch schon ein paar Leute, die richtig grosse Sachen bauen. Mit dem Typ habe ich schon ein bisschen geredet. Der hat gesagt, ja, es ist eigentlich ein grosses Projekt, aber ich finde, es sieht geil aus. Oder halt auch der Leuchtturm da. Er geht sogar bis in die Wolken. Sie haben ein eigenes Wettersystem. Also, es ist nicht einfach so, dass die Wolken so einfach Wolken sind, jederzeit, sondern es gibt am Morgen gibt's Nebel über dem Wasser. Es gibt Regen, verschiedene Stärken von Regen sogar. Es gibt Schnee. Und das Geile an Schnee ist, es ist der Schnee selber, die Schneepartikel, oder generell alle Partikel, sind von Physik quasi, wie nennt man das, berührt. Das ist ein anderer Spieler. Also das heißt, Schnee, wo auf einem Block ist, geht auf den nächsten tiefen Block, wenn man den Block wegbaut. Und so Zeug und Blöcke, die man abbaut, sind wie in Minecraft halt so kleine Klötzchen. Im Moment noch orange, weil ein paar Sachen haben noch keine Texturen, also die meisten Sachen, um genau zu sein, nicht einmal die Spieler. Also, das bin ich. Ups. Hey. Wuhu. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ah genau, zum Beispiel, wenn man unter Wasser ist, ja, die Anzeige für Schnuff und so geht ziemlich viel auf, aber so Blöcke, die man abbaut, schwimmen an der Oberfläche und bleiben dort. Schon allein das Feature finde ich so geil. Es ist einfach
Das ist unglaublich. Und dann halt die Wasserreflexionen, das Wetter. Ähm, auf der Webseite haben sie ein paar richtig geile Screenshots. Vielleicht, wenn die Sonne untergegangen ist, sehen wir auch noch ein bisschen, zum Beispiel, wie es leuchtet. Sie haben Depth of Field, ja, das ist ein Bug, der jetzt sogar passiert ist, der ist aber schon gemeldet. Sie haben Depth of Field, heißt, wenn du etwas anschaust, quasi wenn ich mich auf das fokussiere, dann ist der Hinterteil unscharf. Und sobald ich aufgegangen, wird es scharf. Ja, es ist jetzt ein bisschen ruckelig, weil, also sieht man es gut. Wusch, 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 wusch. Und das sind einfach so Sachen, es gibt den Gloom-Effekt, das heißt, wenn man aus einem dunklen Raum rauskommt, dann blendet es einem zuerst einmal und dann passt es sich quasi langsam an. Das heißt, dort, wo ich oben aus dem Turm rausgekommen bin, ist zuerst mal alles grell gewesen und dann habe ich langsam Konturen von der Umgebung gesehen. Dann sorry. Ein weiteres Feature sind Tor zu anderen Welten. Weil jede Welt ist quasi ein Server. Und wie ihr gesehen, das ist hure geil. Ich finde die Idee so geil. Und man kommt fast ohne dass man es gemerkt, kommt man durch. Und man sieht, und die werden in gleichzeitig Realtime gerendert. Also die ganze Welt da drinnen und die Welt, wo ich jetzt bin, werden gleichzeitig gerendert, weil es eben zwei verschiedene Server sind. Das heißt, man kann ohne Verzögerung zwischen den Welten wechseln. Und da finde ich einfach so eine geile Idee. Es ist ein MMO, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also, wenn ihr da seht, das ist relativ interessant. Da haben wir einen Glow, also so einen Lampenblock und da haben wir Obsidian von der anderen Welt. Das finde ich interessant. Okay, ich frage mich, was. Ah, ja. Ja, das ist einfach quasi das hier ist das Portal da auf der Kante. Und es ist ein MMO, das heißt, alle werden immer online spielen, es wird kein Singleplayer geben von dem Spiel. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich habe schon länger nach MMOs gesucht und ich habe schon einen Haufen gespielt. Einfach so, ich habe WoW gespielt, ich habe Rift gespielt, ich habe RuneScape gespielt. RuneScape ist bis jetzt am nächsten, an ein MMO angekommen, das ich gerne spielen würde. Und ja, mittlerweile haben sie es versaut. Und das Spiel da glaube ich wirklich, dass es was könnte sein, wo richtig geil ist. Also, so richtig geil. Ich meine, es ist online, die Community ist jetzt schon riesig geil. Es wird sich natürlich ändern, wenn du nicht mehr $95 zahlen musst, um es spielen zu können. Weil im Moment ist eben Early Access. Und die Leute wollen halt, dass wirklich nur Leute, also die Entwickler, dass nur Leute kommen, die das Spiel spielen zum Testen. Aber, wenn ihr seht, Lichteffekt. Ja, es gibt ein paar komische Bauten da. Ähm, ich merke, es ist ein bisschen unstrukturiert. Das liegt einfach daran, dass es gibt noch nicht so viele Features. Also im Moment kannst du bauen. Und sie haben gerade gestern haben sie Physik eingebaut quasi. Mit diesen Sprungblöcken da, das sind so wie Trampolinblöcke. Und das glatte Gegenstände, zum Beispiel Eis, haben wenig haftig, das heißt schräge Blöcke, wo man kann bauen in dem Spiel. Das ist auch ein riesen Pluspunkt zu Minecraft. So schräge Blöcke sind dann so rutschig und sie haben dort eine Rutsche gebaut, wo hure geil ist, geht auf so ein Trampolin, machst so boing, 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 boing und landest im Wasser. Aber da mache ich nachher noch, heute gerade auch noch, es kommt gerade noch, ein Update-Video, weil ich werde das Spiel definitiv weiterspielen und weiterverfolgen. Und jedes Mal, wenn es ein Update gibt oder wenn ich irgendwas Cooles baue, da könnt ihr auch sagen, was ihr gesehen wollt. Ob euch jetzt interessiert, wie meine Hütte aussieht, so eine kleine Base, die ich gebaut habe. Oder ob ihr lieber irgendwelche, so, keine Ahnung, Entwicklungen oder so von mir wollt sehen. Weil ich habe vor, weil meine Base ist relativ weit dort hinten. Ups, gehen wir da rauf. Gang, gang, rauf. Nein, 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 nein.
Entdecker. Also wie ihr seht, man hat relativ viel Leben, aber ja. Und Beleuchtung ist einfach der Hammer. Also, ich, okay, ich bin ein bisschen am Fanboyen, aber es ist definitiv geil. Wenn ihr seht, so boing, boing. Ich hätte jetzt nicht meine Hand auf der Leertaste gehabt, also sinnvoll. Aber eben dazu kommt noch das Video. Und, verdammt. Es ist halt im Moment, das muss man so sagen, es ist im Browser. Es ist ja noch kein Client. Aber sie sind in der Entwicklung von dem. Und sobald der los ist, glaube ich, wird es auch mit den Lags relativ wenig. Weil im Moment ist halt alles wirklich. Ah, und da sehe ich noch den Gloom-Effekt. Also, wenn ich mich darauf konzentriere, wird es dunkel. Wenn ich mich darauf konzentriere, wird langsam alles heller. Und ja, es ist halt wirklich im Browser im Moment. Darum laggt es auch ab und zu noch ein bisschen. Darum muss ich jetzt gerade auch im Vollbild, also muss ich, tue ich einmal sowieso, aber ich muss Vollbild quasi den Desktop aufnehmen, weil Fraps das Ding nicht als Spiel erkennt. Und das ist halt ein bisschen nervig. Aber das wird sich bald ändern. Sie hauen wirklich relativ schnell Updates raus. Und das tut einmal auch wirklich beruhigen, von wegen, du siehst, dass sie wirklich schaffen. Nicht, dass du Geld investiert hast und du siehst nicht, was sie machen. Und es sind auch nicht nur Hintergrundveränderungen, also nicht nur Performance und so, sondern auch wirklich, sie bauen neue Blöcke ein, sie bauen Features ein, die die Spieler nachher wieder testen können. Es gibt einen Spieler, der ist Rukio, der macht einfach das ganze Spiel die ganze Zeit kaputt. Also er findet jeden Bug. Also das ist nicht normal. Aber vielleicht gibt es auch mal ein Video mit ihm, wobei das wird unwahrscheinlich, weil er ist Amerikaner. Und meine Videos sind ja bekanntlich auf Schweizerdeutsch, aber vielleicht komme ich mal in einem von seinen Videos vor und dann werde ich euch das vielleicht verlinken. Und meine Base ist irgendwo dort hinten. Man sieht es vielleicht, das dort, wo so leuchtet, das ist meins, der Turm dort ist mein. Also, die Weitsicht ist auch noch etwas. Und halt, oh Gott, der Himmel. Es ist ja, sieht man, ein richtig geiles Texture Pack in Minecraft. Und ein Shader und alles ist schon im Spiel und es ist Multiplayer und es wird Adventures geben und ein Skillsystem und Crafting und es wird Titanen geben. Das ist auch noch etwas. Ähm, wenn ihr auf die Webseite geht, ortonline.com, haha, Werbung, dort sehen wir quasi, was sie so geplant haben von sich aus. Also es wird, glaube 8 oder 6 verschiedene Rassen geben, die man kann wählen. Es wird Titanen geben, wo von der Ort, das ist eine alte Rasse, wo quasi ausgestorben ist. Ähm, die beschützen die Tempel von denen und wenn man die besiegt, bekommt man halt geile Loot. Und man bekommt Artstone, wo man dann die Portal da kann machen, irgendwann einmal. Und wie ihr seht, da ist jetzt Nacht, aber in der anderen Welt ist Tag. Das heißt, das ist nicht simultan. Man kann mit dem World Editor, das ist uns auch ein Video gemacht, man kann wirklich alles machen. Man könnte einen Planet machen, wo nur aus Lava besteht mit kleinen Inseln. Man könnte einen Planet machen, wo nur aus Wasser besteht. Man könnte einen Unterwasserplanet machen, also wo gar keine Insel hat. Sie haben gesagt, der Planet, also wird wirklich ein Planet sein. Also wenn du unendlich in die Richtung gehst, dann kommst du da wieder an. Und es wird, glaube 256 Blöcke hoch und 65.000 Blöcke tief können sein. Yep. Ich habe mir nicht um ein Komma erzählt, es sind nicht 65,5 oder so, sondern 65.000 Blöcke in Tiefe. Und das wird richtig geil. Wenn es dort unten Tempel hat und all so Zeug, und dann gehst du mit deiner Gilde ein bisschen Titanen kloppen, mit einem geilen Waffensystem und Grappling Hooks und ach ja, was noch alles cool wird. Wie schon gesagt, das ist im Moment in der Alpha. Ich fange ein Feature oder zwei, aber das eine Feature ist halt so, dass halt das Spiel ist quasi. Und ein Feature Combat ist schon zahlt. Das nächste wird gerade zahlt. Und ich glaube auch nicht, dass es bei dem bleiben wird, weil es gibt immer mehr, es wird immer mehr davon berichtet und es gibt auch immer mehr Backer.
Also jedes Mal, wenn ich am Morgen wieder auf die Seite gehe, hat es wieder mindestens 10 neue, die dafür gezahlt haben. Darum, ich würde euch empfehlen, holt euch das Beta oder das Alpha Pack. Das kostet nochmal irgendwie, sind ich glaube $25. Und unterstützt das Projekt für, ja, Early Access. Na, wenn ihr wirklich wollt helfen mit dem Projekt, dann schon. Aber einfach wenn ihr es spielen wollt, dann ist Early Access wahrscheinlich nicht so das Richtige für euch. Aber ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde, also ich kann mal einen Kommentar schreiben, was ihr wollt sehen. Ich könnte Showcases machen von verschiedenen Welten. Im Moment gibt es 5 Server. Es gibt Test, Fuchs, Dune, Dune, das ist so ein doofes Wort. Luca und Hell. Luca und Fuchs sind übrigens nach Entwickler vom Entwicklerteam benannt. Und es sind wirklich, also es sind noch Testwelten. Sie haben ein bisschen umgespielt und wir haben ein bisschen drauf umgebaut, aber die werden sicher gewiped. Wenn nicht sogar ganz ausgelöscht. Aber vielleicht können wir unsere Bauten behalten. Und ja, ich werde in der Beschreibung hat sicher mal noch eine Galerie, also ein Album von Immature, wo ich ans Ende der Welt bin, weil im Moment sind die Welten 2048 Blöcke groß. Ha, 2 Potenz. Und dort habe ich es ein bisschen dokumentiert und es ist auch ein paar geile Screenshots dabei. Dann könnt ihr euch ein Bild machen, wie schön das die Welt wirklich ist. Also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich da durch die Gegend laufe. Es sieht einfach so geil aus, außer der Bug da. Ich frage mich, wieso, wodurch wird der ausgelöst? Das ist hure komisch. Und sie machen auch immer wirklich, sie machen Updates, was Performance anbelangt. Es ist schon viel laggiger gewesen. Aber bevor ich jetzt wieder 3-mal das gleiche erzähle, schreibt in den Kommentaren Showcases von verschiedenen Welten, von verschiedenen Bauten, vielleicht spielerbezogen, vielleicht einfach weltbezogen, vielleicht meine eigenen Bauten, Sachen, die ich entwickle. Ich habe vor, aber würde ich schon sagen, Transportiersystem zu bauen mit diesen Bouncy-Blocks. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Art Online Video, wo wahrscheinlich das Update-Video wird von diesen Physik-Blocks. Und ja, lasst ein Like da, Kommentar, wenigstens haben das angeschaut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.